Bier ist all. Oh, kein Kölsch mehr. Kein Kölsch aus dem Fest. Wie, Bier ist all. Das Kölschfass ist leer, Junge. Ja, und jetzt? Ja. Schau mal, Kölschflasche, aber jetzt ist leer. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er dann auch hält, ja? Na gut. Na gut, zugeschlagen, ne? Irgendwann war das. Ja. Hey Freunde, der Superbrode. Herzlich willkommen beim zweiten Teil von Superbrode mit Rude Kappes und Klöß und das hier wird nur bei Kochlich Kölsch. Genau, so. Das ist doch alles vorbereitet, sehe ich. Ja, eigentlich habe ich alles vorbereitet. Ja. Ne? Kölsch steht. Was haben wir denn da? Beilagen haben wir hier. Kartoffeln. Äpfel. Zeigen wir wieder. Äpfel. So. Dann haben wir ein paar Billig. Billig. Halbiert. Billig ist auch hier. Hier vorne auch für euch da vorne. Und so kommt eine da rein, schon eine hier rein. Rude Kappes von der Oma, die eine weg von uns, sonst wird das alles so lang. Schöne Bildungsbirne eingelegt. Wunderbar. Messe wieder ein hier. So, eins Ei für vorne, schon. das wird 2 Eier. Ja, für den Klöß. Und natürlich Apfelkraut. Ja. Wie heißt denn das? Äpfelkraut? Äpfelchenkraut. Äpfelkraut. So. Ja. Jetzt. Und unser Highlight, Rosinen. Keine Cranberry. Keine Cranberries, ganz wichtig. Ja? Keine Cranberries. Ist was anderes. Ne? So. Und als letzte Zutat, die Königssicilien. Schmalz. Kann man auch abends immer so ein Stückchen einfach mal nehmen. Sich den Bart einreiben. Ein bisschen durch. Und gut will auch, du kannst der Bart nicht so. Ne? Und einfach mal ein bisschen Schmalz in den Bart rein. Oh, ganz feine Sache. Fühlt sich direkt anders an. So. Ja, ich würde sagen, wir holen mal Fleisch raus. Und dann zeigen wir euch mal, wie das aussieht. Extra schick gemacht. Neue Festivalität, neue Jacken für die Kirmes. Wunderbar. Oh, guck mal, hier ist die Rede. Ah, das hat Glück. Ja. Ein ganzer Woche mit deinen so, hey. Immer wieder gewendet. So. Und, Ich würde mal sagen, dann ist aber 2 Kölsch werden, oder? genau. Wunderbar. Kann man einen trinken. Und gleich braten wir den an von allen Seiten. 5 Minuten, bis der schön goldbraun ist. Und dann tun wir den ganzen Sud hier, ohne die ganze Gewalt, quasi was hat sie geschnitten? Abgeseit, wie auch immer. Wir nur die Bröe, Afjesalt. die Bröe rein, ohne die Stückchen, die Freunde. Ja, und dann geht's gleich wieder. Aber erstmal Prost zusammen, ja? Stößchen. Ja. So, liebe Freunde. Das Ding können wir zum Tümpel jetzt raus. Herr Kölsch, wollen Sie mal? Ja, natürlich. Schön trocken gelegt, den Zeber. Die Pfanne machen wir heiß. Ganz gut. Ist auch ein Schmales Gerät. Das sind immer 5 Kilo, ne? Ja, können wir mal. So. Schön abtupfen. Den mache ich jetzt frisch. Und dann muss ich den schön mit Salz reiben und dann brate ich ihn von allen Seiten schön an. Frisch. Scheint ein bisschen länger drauf gelegen, wo wir den gut gewendet haben. So, und jetzt braten wir das ganze Stück ab. Zünde! So, es wird ein bisschen lauter. Wir braten jetzt einmal ringsrum an. 5 Minuten und dann geht weiter. Natürlich wird jetzt in der Blätter einfach mitschmoren lassen. Ja, und vor allem die Kollegen verbrennen. Mach doch mal auf, ey. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Sud abgießen für den Sieg. So, wie man sieht, von allen Seiten schön goldbraun angebraten. Und jetzt gießen wir das Ganze mit unserem Sud auf. Angelöscht. Und mit unseren anderen Zutaten und dann geht das ganze Gerät erstmal in den Ofen. So. Okay.
drauf. So. Ja. Zeit um App. Wieder kannst du in den Ofen reinwandern. Nein. So mit Stöpseln oder was? Ja. So. Schön so ungefähr 170, 180 Grad, wenn ihr in Zwirbelsofen habt, also heißt mit drehender Luft da drin. Ne? Und dann Ober-Unterhitze ein bisschen mehr, vielleicht 200, aber so bei Umlauf 170, 180 Grad. 2,5 Stündchen. 2 Stunden warten und umschieben. Kann man mal gemütlich 2 Kölsch trinken. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich schalte mich jetzt mal raus. Der Mann möchte euch mal zeigen, was wir mit Rosinen machen. Nee, Freunde. Und die Freunde hier hinten, wir haben hier glaube ich noch viele Fans hier, die alle geschaut auf den Sauerbraten warten, die haben alle Dampf bis unter die Arme, herrlich. Kleine Präsentation für euch, kleines Beilägchen für die Sobrate. Wir legen jetzt die Rosinen ein. Keine Cranberries. Könnte man dafür eigentlich auch Cranberries nehmen? Ich würde sagen, ja. Aber da brauchst du auch wieder einen Kieskölsch, ne? Dann schmeckt das rein. Also lieber nicht. Dann nehmen wir nur eine Tropfe. Hast du darauf probiert? Kennst du auch die Regel. Ihr könnt nichts in der Pott, wenn ihr vorher im Kopf gehabt hättet. Ja, ist gut, ne? Ja, dafür muss viel rein. Schön. Ja, komm, Stein, ich schau noch rein. Hier. So. Das war. Und das Lachen geht weiter. Nach 3 Kölsch. Ja, schön, so muss ich einfach im Hintergrund laufen können. Ja, können wir doch. Dann schreiben wir auch gleich einfach da rein. Stundenlang Sauce und Kaffeepott. Also auch wenn ich jetzt die Sätze Eine zweite Fuhre noch. Und die Sauce sprach nonstop. Die Misch bei uns in der Küche und setzt sich mitten auf der Tisch. Die Misch, Was will in der Küche? ist das rotblinkende Licht in der Aufnahme? Ach, wenn sie doch bloß wieder flücht. Die Misch. Prost, Herr! Prost, Herr Kölschke. herrlich. Also, Jeden Wege. liebe Fans, Freunde und sonstige Pflegefälle, wir machen jetzt Klöße. Dazu nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal, da wir keinen Mühlenstampfer mehr haben, Mühlenstampfer fehlt, nehmen wir einen Reisdorfstampfer. Mit diesem Reisdorfstampfer haue ich mal die ganze Stuffle platt. Erdäpfel. Mein Gott, Stuffle, Erdäpfel, das ist immer so ein Wort, ne? Herr Kölschke, ich muss Ihnen eins sagen, damals der Ritzdorf, kennen Sie noch, der Jünter, ne? Ja, Udo. Hätte der damals Erdapfel hießen, ne? Der hätte Tuffel hießen. Nee. Erdäpfel ist scheiße. Ich finde Tuffel viel schöner. Ich auch. Also, wir erweitern mal jetzt hier im Kölsche Lexikon um Tuffele. Offiziell in der Kölsche Sprach in Linzer rein. Tuffele. Tuffele. So. Ich glaube, er hat fertig gestanden. Jetzt wie jetzt, Digga, was tut da noch hin? Mit Salz, ne? Jetzt ein bisschen. Ich hole. Bitte schön. Schöne Prise. Ich prise immer weiter. 20 Stopp. Ist gut. Ja, ist gut. Oh ja, ist gut. Ja, ich denke ein. Und dann, ich versuche das Diplom mit Schön Blumen. So, was brauchst du noch? Jetzt tun wir da mal 2 Eier. 2 Eier, gut. So.
vermengen. So. Und dann? Dann haben wir vorbereitet, wie immer im Partyglas, ein bisschen Kartoffelmehl. Bekannte Maßeinheit bei Kochtisch Kölsch, halbes Raki-Glas. So, sieht eigentlich aus wie Püree. Ja, die lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und wenn die schön kalt sind, dann formen wir daraus die Klöße und dann kommen die in die Brühe. Siehst du? Feine Sache. Feine Sache. So, jetzt Schluss. Schluss. Portion. Also, Moment, erstmal. Jeder Schnitt ein. So, die Kürbishüpferpfützchen. Wir haben hier die Klöße Feins vorbereitet. vorbereitet. Ich schmeiße mir jetzt in die Brühe, mache parallel Rotkohl und dann ist das Fleisch gleich auch fertig und dann zeigen wir euch, wie die so sieht. Die Klöße ziehen ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten und der Rotkohl hinaus. So, weiter in Zeitabfall. Ihr Freunde, es ist soweit. Es ist soweit. Der Brot ist fertig. Brot ist fertig. Wir haben schon alles vorbereitet. Ansonsten ein bisschen durchrühren. Komm, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Hier ist der Brot. Leck mich im Herz. Ist das ein schönes Ding. Ja, so lange haben wir Petermännchen in der Küche, wo der heiße Deckel ablegen kann. So, jetzt packen wir hier die Brote hier in den Deckel rein. Mit dem Ölisch. Mit dem Ölisch hast du mal ein... Lass kommen. So, jetzt haben wir hier den Ölisch und den Sauerbraten auf Trapez, ne? Tapeziert, trapiert, wie auch immer. Tapeziert, ja, ja. Trapezförmig zubereitet. Den lassen wir jetzt einfach im Backofen. Das ist eine schöne Fleischtapete. Lass ein bisschen ruhen, ne? Aber machen das ganze Red aus. Und dann machen wir für euch ein Söschen. Ich muss einen Handschuss ziehen. So. Dafür die ganze Brühe hier in der Pölscherin. So, da pötschen wir an. Bratentöpfe immer abstellen auf Petermännchen. Sonst versaut ihr euch die ganze Küche, sonst schmilzt alles. Nur ein Petermännchen hält, oh weil die Brette Rotkohl an. Stell mal runter. Stell mal runter. Ja, mal runter, Mensch. So. Kann man auch ein bisschen ablöschen mit Rot. Ja, So. im Zweifelsfall immer einen Schuss Ruder rein. Wir haben ja Kürbis. Ja. Ist quasi wie Büsch quasi. So, lass ein bisschen einköcheln. Aus Klöß sind auch schon rumgekommen am Schwimmen. Und jetzt machen wir ein Söschen. So, in das Söschen muss natürlich hier unsere, was war das nochmal? Apfelkraut. Apfelkraut drin. Nur echt Animal. mit kernlosen Äpfelchen. Hier rein. So. Die Tasse fort. Natürlich spülen wir selber, sonst kommen wir wieder eher daheim.
Immer diese kleinen Insider, mein Gott. Und natürlich noch, ich habe eben schon ein paar Mal probiert, hier aus Rosinchen, keine Kranbeeren. Wir haben noch drei Rosinchen haben wir noch. Ja, der Rest habe ich gegessen. Das hätte ich gesoffen. Nee, yes. Und jetzt lassen wir das ganze Spielchen ein bisschen aufkochen. Wenn einmal aufgekocht ist, dann machen wir draußen Feinsauce. Feinschmeckersößchen. So, ein bisschen Lebkuchengewürz. Bisschen weihnachtlich ist dabei. Ist ein bisschen schwierig, das zu bekommen. Normalerweise kommt da Suse-Lebkuchen rein, Ja. aber geht nicht. Selbst Aachener Printe ausverkauft. Also, gesetzt im Fall, ihr guckt das Video an Weihnachten, kein Problem, im Sommer schwierig. Dann einfach Lebkuchengewürz, der jetzt gesagt genauso wird. Ist quasi wie ein Kölsch, wenn man eigentlich nur Pilz trinkt oder andersrum. Ja? Einfach mal einmal auf den Popo drauf, direkt. Willst du Kuchen, musst du suchen. Ne? Ja, so ist es. So Freunde, die Soße ist am Aufkochen. Ne? Parat, ich muss das mal hier, da ist die Kamera. Mit dem Handy filmen. Und jetzt haben wir hier, warte mal, zeige mal gerade. Wenn der Oma das gemacht hat, ein bisschen Wasser, lauwarmes Wasser mit Mehl, um das Ganze ein bisschen zu binden. Also hier nichts mit Soßenbinder und sonst irgendwas. Und dann einfach schön da rein. Und dann die Soße schön einmal einköcheln lassen. Fertig? Fertig. So, ihr Lieben. Es ist soweit. Die Handschuhe. Wir holen das Fleisch raus. Handschuhe, Herr Kötschke. Handschuhe. Süß ist bereit. Rote Kappe ist bereit. Klöß ist bereit. Und das Fleisch ist bereit. Ja. Komm her. Das schneide ich erstmal ab. Ein Chef. Ich will euch mal einen kleinen Teller mal präsentieren von unserem Sauerbraten. Bereiten wir mal vor. Eine kleine dünne Schöne, Scheibe. herrliche Kartoffelkloß. Brauchen wir ja nicht groß zu schneiden. Fällt einfach so auseinander. So zart ist er geworden. So schön haben wir den eingelegt. Komm, wir schneiden noch rein. Um euch das mal zu zeigen. 2 schöne Scheiben Sauerbraten. Hier auf den Teller drauf. Mit unserem roten Kappes. Der kommt jetzt. Die könnt ihr jetzt. Und natürlich ein bisschen Süße. Ohne Kranbeere, sondern nur mit Rosine. Schön für euch drüber. Schön süß hier. Ja, schön geworden, ja? Hätte gar nicht gedacht. Nee. Rosine noch hier drüber. Und natürlich auch für die Klöß ein bisschen Süßchen. So, liebe Freunde, hört euch an. Da kann doch die Kürbis anfangen, oder nicht? Ja, Sauerbraten mit rote Kappes und Klöß. Ne? Wunderschöne Klöße. Wunderschöne Klöß. Ja. Wir wünschen euch guten Appetit, viel Spaß auf der Kürbis. Und das war wieder für euch Koch dich Kölsch. Prost zusammen. Oder guten Appetit. Oder Ja, ich mach mal Hallo. was man sonst noch sagen, ja? Ist aber lang. Oh, wunderbar. Wer hat denn jetzt am meisten Hunger?